Was ist typisch ostfriesisch? Das Land, die Menschen und ihr Charakter, Große, die Insel, Ebbe und Flut, das Essen, die raue Küste, Ladütsch. Sabine Herrmann ist plattdeutsche Songwriterin und leistet einen wichtigen Beitrag, um diese schöne Sprache zu erhalten. In ihrem Podcast sucht, besucht und entdeckt Sabine Herrmann spannende Menschen, die die besondere Vielfalt dieser Kulturlandschaft prägen, die eben genau das sind. Typisch ostfriesisch. Moin und hallo an alle, die diese Podcast-Folge anhören und danke fürs Einschalten. Mit meinem heutigen Interviewgast werde ich auf Plattdeutsch sprechen und stelle ihn aber zunächst auf Hochdeutsch vor. Ich habe heute zu Gast Arthur Rehns. Arthur ist der aktuelle Preisträger des Kehlke-Preises 2023. Also der Kehlke-Preis und 2023 hat Arthur den verliehen bekommen. Das ist der wichtigste ostfriesische Preis für Verdienste um die plattdeutsche Sprache. Arthur ist Mitglied der Fachgruppe Niederdeutsch und Saterfriesisch des Niedersächsischen Heimatbundes, Mitglied der interministeriellen und interfraktionellen Arbeitsgruppe zur Förderung der niederdeutschen Sprache in Niedersachsen, setzt sich da in dieser Gruppe dafür ein, dass Plattdeutschunterricht an den Schulen stattfindet, und er ist Plattdeutschbeauftragter im Landkreis Leer. Nur erstmal von harten Willkommen, Arthur Rehns. Ja, moin zusammen. Hab ich was vergeten? Nö, eigentlich so wie nicht. Ist ja auch ein Hellbild, ne? Ja, Genau. Dann lautes mal, lass lernen mit Plattdütsch beobtrachte von Landkreis Leer. Wo lang magst du das all? ja, das neu sieht 2009 und da bin ich teilkommen als so ein Jungfrau und Kind, sage ich. Mit 2009 wird das eigentlich so die erste Idee von uns ehemalige Landrat, als das noch A2-gleisig wäre, und er ist auch hier Präsident von Freies Landschap, der damals, als das angeschoben worden ist, mit der Sprachenkarte. Die Sprachenkarte gibt es in 1992. 1999 ist sie von Deutschland unterschrieben worden und ratifiziert worden. Der ganz einfach besagt, dass Plattdeutsch und Niederdeutsch, also die im Allgemeinheitenheit, in den Verwalten und Saterfriesisch, aber als Minderheitssprachen, wie ja und für ein Tweeidor, ne? Also ist die Sprachenkarte für Regional- und Minderheitensprachen. Und hier muss man unterscheiden, wie uns Niederdeutsch ist eine Regionalsprache und das Saterfriesische hört zu den wenigen Minderheitensprachen. Der ja, da gibt es ja bloß noch 2.500 die in Europa das proben könnt. Nur Dörp, Saat, Stückling, da fängt das ja wie an. Und da steckt so das Saterland. Und da wird eben halt, wie gesagt, mit Artikeln arbeitet. Und der Artikel 8 ist ganz besonders wichtig, dass in der Kulturszene, also mit Kulturbildung für Erwachsene, auch Bildung in den Schulen und, dass dort Niederdeutsche fördert und erhalten bleiben soll, so heißt es im Hochdeutsch. Um das umzusetzen, ist es dann runtergedrückt worden über die Länder und dann eben halt noch die Kommunen hin. Und Landkreis Leer wird damals eines von den ersten, die sagten, okay, dann machen wir auch. Und wie gesagt, Helmut Kollmann damals hätte dann umsetzt und hätte dann die sogenannte Plattbeobtrachtung in Leben räumen. Und ich bin eigentlich von den ersten Stüren. Mittlerweile erstreckt sich darüber heil Ostfriesland. Süden, Landkreis Leer, haben Host, bald wie jede Kommune Plattdeutsch beobtrachtet. Wie Landkreis Leer habe ich sogar zwei, also ich habe noch vertreten. Ja, und das wären so die Anfänge 2009. Genau, ich kann nämlich auch noch fragen, wofür Plattdeutsch Beauftragten hilft das denn eigentlich? Aber das hast du ja nur all erzählt. Und wir broten ja nur Ja, Blut so über Landkreis Leer. Genau. Ja, Landkreis Leer, wie gesagt, in jede Kommune. Also habe ich dann insgesamt Börkum hat mittlerweile jetzt auch eine Plattdeutschbeauftragte. Und da probiso über, ich sag mal, 16 Plattdeutschbeauftragte. Und Heil aus Friesland lebe ich so wie 60. Ja, das ist ein Hellbild. Und das ist Blut aus Friesland, ne? In der anderen Gemeinden hier in Norddeutschland haben wir ja auch Plattdeutsch beobtrachtet. So, ich wohne hier nur im Landkreis Oldenburg in Hude. Und wir haben in uns Landkreis auch mehrere Plattdeutsch beobtrachtet. Und ein davon ist Silvia Eilers, der habe ich kennengelernt. Und Justina Ovtcharek, der ist von Personal- und Kulturamt von Landkreis, der sitzt in Wildeshausen und der organisiert eben auch plattdeutsche Veranstalten. Und das ist ja eigentlich auch ein von den Aufgaben, ne, von den plattdeutsch betrachten, Ja, dass die eben so Ideen und veranstalten und sowas alles organisiert. richtig.
genau. Richtig. Also eigentlich macht das jeder auf seinen eigenen Ort und Weise, sag ich mal. Der eine da ein bisschen mehr, der andere da ein bisschen weniger. Aber im Groben und Ganzen soll man sagen, dass man schon als Sechters Ideen umsetzen soll. Zu Beginn wissen wir natürlich, oder als wir anfangen sind, wissen wir gar nicht, was wir machen sollen. Weil das ja keine, ja, das stur ins geschrieben, ne? Das haben wir ja mehr oder weniger dann nach Sylt erfunden und das ist genau richtig. Immer wir Flagge wiesen, als man so schön sagen darf. Das heißt, nach Butenherren arbeiten, die Lü sollen weiten, da wir da sind. Das wären so die Anfänge. Wir haben zum Beispiel bei uns Alleinstellung in Niedersachsen, da wir Schaules Plattischburgtrachten haben. Also wir haben an die kreiseigenen Schulen, also alle Realschulen, Oberschulen, Hauptschulen und Gymnasien, Heavy Plattensport, Schülerplattensportbeauftragte, die Heavy so 2002 in mein Leben räumen. Corona hat also einen Bruch in Bruch. Wir sind im Prinzip, fangen wir von vorne an. Mein Kollege im Landkreis, der unterstützt hat gewaltig, um eben halt mit diesen Schulen, das sind meistens immer so ein, zwei pro Schule, Veranstaltungen zu machen. Das fängt damit an, da wir damals einen Luftballonwettbewerb in der Stadt gemacht haben. Mit Helium-Luftballon haben dann 50% pro Luftballon genommen, haben dann Kunden anschließend für den Kinderschutzbund um die 300 € spenden. Oder bei uns groß Supermarkt, der Multi hinleihe, habe ich dann Waffeln verkauft, immer für den goldenen Zweck. Wir treten dann oben mit aalglicke Poloshirts, die wir uns organisiert haben, wo dann achten auf, ich sage jetzt mal das Beispiel Gymnasium Ober-Emjus oder Gymnasium Rauderfehn führen, statt dann den Namen drauf, die sind dann in Schwarthollen. Das ist also nur ein Beispiel, wo man eben so eine Gemeinschaft fördern leid. Und so wie dann abtreten und immer dafür sorgen, Medien, Zeitungen, Radio, Fernsehen. Also wir haben mal alles aktiviert. Wir haben also ziemlich viel herumwahlt, dass man so schön sagen darf. Und so ist das auch in der Bevölkerung angekommen. Also wir sind mittlerweile so wie dann einige Gemeinden tatsächlich von meinen Freunden und Bekannten, dass ich das wohl hauptberuflich machen, die hier wie Landkreislehrer, obwohl es ja im Prinzip Anführungsstrichen Ehrenamt oder Nebenamt ist. Und so wie anfangen und die anderen haben uns das dann auch gemacht. Ja. Und so wie natürlich federführend in Ostfriesland, was daran belangt, Alter, erstmal. Ja, da kann man ja bloß sagen, besten Dank, ne, dass die das so mauken. Und brot die denn dann auch platt mit der Schöle beobtrachten, wenn die Ja, Süchse veranstalten maugt? ja. Also Mhm. das ist ganz bewusst, also mit der Schöle Sylt. Und Mhm. natürlich auch, ich sag mal, was ganz einfach geht und ganz gau geht. Wir haben ja im September ist schon uns Plattisch Mount, September Mount liegt Plattisch Mount. So Brot wie Dann aus auch habe ich, ja, dann habe ich auch so, dass wir einfach uns mit einem Tauvel irgendwo hinstellen, dann Sündenschirm dabei und einfach die Bevölkerung anproten. Vorrangig natürlich die Jugendlichen oder die junge Bevölkerung über Plattbroten. Wenn nicht unbedingt auch platt, aber zumindest über Plattbroten. Und schon hat man wirklich ein Teilziel erreicht. Das ist immer so das Wichtigste. Ja, genau. Genau, da habe ich auch noch ein paar Fragen dort und ja, ich gau mal eben Schritt wie es wieder noch meine nächste Frage. Genau, Mhm. das Anne mit der ich ist und so, da komme ich nochmal wieder zurück. Du bist auch Gründer von der Stammtafel Sessenzestig. Nun habe ich richtig Ja, gesagt. du hast richtig Sessenzestig. gesagt. Ja, ja, genau. Ja, Also auf ja, das Hochdeutsch ist Stammtafel 66. Stammtafel, also Stammtisch, Stammtisch. Stammtisch, ja Stammtisch, natürlich. jawohl, genau. Tafel ist Tisch, genau. Der Herzog auch durch einen Zufall ist das auch. Also ich bin von dem besagten Helmut Kollmann, der ich früher mal genannt habe, 2008 einmal anprobt worden, ob ich Interesse habe, in Gemeinde Westoberleding als Dozent für VHS tätig zu werden, weil da sind Slap für Töltrucken Lü, die wollen dann gerne Plattdeutsch lernen. Ach, okay. Da habe ich mir eigentlich immer gefahren, stimmt, dass ich das nicht will, weil ich kann genug geworden. Und habe Home to Life da aber down in Kohlhusen, das ist ein Ortsteil von Westoberleding. Und habe dann gesagt, okay, Maugek, wir werden so 9 oder 8 Lü und unterschiedliche Couleur und auch unterschiedliche Herkunft, also quer durch die Bundesrepublik von Bayern bis hin. Ja, und da wir einbi, da kann ich auch kurz erzählen, warum der 66, der wäre ziemlich jung noch, der wäre 28, ein junger Mann aus Duisburg. Und ich muss für da noch schmunzeln, wenn ich darüber nachdenken, der hat also, der Wille wird da, will ich mal so sagen, plattdeutsch zu lernen, aber durch seinen eigen harte Slang oder Dialekt und Duisburg, aber wirklich ein Duisburger Slang, Ruhrpott-Slang. Also er konnte nicht mal gut Hochdeutsch broten. Kriege ich das Wort 66, also ich habe alles mit umgehauen. Er kriegt nicht über Tour. Also ich bin Einzelunterricht, habe ich mit umgehauen. Ich habe ihn da oben ich habe also alles gemacht. Er kriegt nicht hin, er hat nach Handtuch schmieden, er hat gesagt, das ist nichts für mich. Und als der Kurs dann, der Dade-Kurs stattfinden soll,
du hat VHS doch irgendwie die Kurve nicht kriegen, um das Ganze bein zu machen. Und da haben die alle gesagt, wir können aber nicht einfach so aufhören. Wir wollen gerne wieder machen. Und da habe ich gesagt, gut, dann mal wieder eine Stammtaubel von. Ja. Und haben dann erst bei mir selbst privat in Hütte gemacht. Mhm. Haben uns da ein, zwei Mal getroffen. Ich habe so eine Partyhütte. Und da bin ich gekommen, dass die ein von den wenigen Gaststätten, richtig urtypische Gaststätten, die wir hier im Umkreis von ein paar hundert Kilometer haben, ist Dicky Gosling in Ierner Feld. Mhm. Und da sind wir da auch noch. Ich noch mittlerweile seit ein paar Jahren, traf ich uns zweimal in Mount. Aha. Und sind auch auch wie Frank Jacobs mit NDR auf in Radio West. Also Ja. wir haben mal einiges, wie gesagt, da wieder mich entmockt haben. Und das läuft dann so oft, da wir also weniger Grammatik, was nicht gut blieben, da man da hinkommen, mehr Proten, aber verstauen Proten. Und ich muss sagen, also die meisten können halt heil lesen und auch Proten und auch Mhm. verstauen. Und da wundern sie sich selbst dann immer um, weil jeder hat ja so einen Lüchen Dialekt. Man Ja. hört ja irgendwo her, wo er wegkommt, oder auf Hessen Genau. oder und Odenwald oder und das macht gleich viel Spaß und wir haben auch immer gleich viel Spaß. Und darum die Stammtaube 66, das hat sich so ergeben. Weil der Duisburger das nicht gut broten kann. Weil die Duisburger das nicht gebraucht worden. Wo ist denn so Ja, der Altersdurchschnitt von der, die dort teilnehmen? dadurch, dass er natürlich der 66. Tautrocken wird, ja, genau, kann voll sagen, 66. Ja, kommt okay, wenn ich so will lernen. Ne? Nein, also ich sag mal zwischen 50 und 70. So, das Mhm. ist so der, also wir haben jetzt wieder so drei, Fraulüde Tau kriegen, die sind so um die 50, dann habe ich Mhm. einen, der ist ein bisschen über 20. Also das da kommt auch immer wieder was Tau, dann ein, die wird dann irgendwie ob aus gesundheitlichen Gründen oder sonstiges. Mhm. Also das ist immer Mhm. wechselhaft. Aber würde Jahre gesehen jetzt. Ne? Aber wir haben also einen Stamm, wenn sie all dort sind, habe ich glaube ich 12 Mann. Ah ja, okay. Ja, das ist ja um Ja. nette Ruhen dann. Ja, weil das ja keine Verpflichtung ist. Ne? So Nee. wie ein Glas Gebär, Glas Gewinn, Glas Worte, wo auch immer, dann eineinhalb Stüren, zwei Stüren meist. Und Mhm. da macht er mir leid viel Spaß und ja. Ja. Genau, was mut oder kann denn down worden, damit Junglü Lust bekommen, Plattdütsch zu broten, zu Ja, da lernen? habe ich halt ein Bild down. Mhm. Das ist auch gar nicht so in die, also ich sag mal so in der Bevölkerung gar nicht bekannt, weil das ja so, ich sag mal, alle so im Achtergrund passieren da. Mhm. Wir haben darum auch ja, was du für den Moment am Protest ist, Fachgruppen, wo ich tätig bin, die sind auch ja nicht einfach gut Spaß da, sondern ähm, ich fange mal für an, sie 2000 Vettern giftet uns elektronische Wörterberg, Mhm. Platten-WB, was ja auch genau Johannes Sass, das ist also der ein Autor wärst, ein Schriftsteller wärst, der damals all das Niederdeutsche so schreiben hat, woher das meinen die Mhm. für mehrere hundert Jahren und das ist immer noch so die Basis wärst und darauf hat man dann diese Stiftnorm eben halt 2000 Verteilen auf den Markt gebracht über den Niedersächsischen Landtag und das ist jetzt just für, ich weiß nicht, ob du lest hast, für 2 Weg, Stunden Zeitung noch nicht mal ein Mhm. Weg, dass er anerkannt ist vom Landtag. Mhm. Das heißt also, um von vorn anzufangen, wir haben 79 Projektstellen in der Sassen, wo wir das auch testen, ich sage das mal ganz global, was eigentlich 2026 passieren soll. Nämlich dann soll Niederdeutsch als Wahlpflicht, also als benotetes Fach an den Schulen, an allen weiterführenden Schulen, auch an die Primarstufen, aber in anderer Form, Pflicht worden. Und seit Mhm. 2023, Oktober, gibt es ja das Studium Lehramt, auf Lehramt Niederdeutsch an Mhm. der Uni Oldenburg. Mhm. Ab 2026 dann den Master. So dass da, wie gesagt, bleibt viel passieren, leid, was an den Schulen ist. Und die Wild auch wehe. Die Lehre ist wild wehe, Mhm. die Schule ist wild wehe. Und vor allen Dingen muss man eins sein, anders als uns vorfahren, der ja nur Plattdeutsch Kunden, dass wir eben halt UT Armut oder UT Gegend eben entstaunen auch so ein bisschen, weil man ja nicht wieder käme als Westerfeen oder als Rauderfeen, Mhm. könnt den nachher schreiben, lesen und proben. Und das ist so Mhm. ne, Die Idee der da achte. Unterschied, der Ja. Idee da achte. Und das war es natürlich. Und dass man da nicht immer mit herumprallen, das ist auch logisch. Also dort darf ich hell fühlen. Da Ja. muss man echt sagen. Und an den Kindergärten ist das anders als für Teilen Jahren unwahrscheinlich gefragt. Mhm. Du, da kann ich dir nur was erzählen, das habe ich die Güste noch gar nicht gesagt.
Ich mag ja Musik, das weißt du, ne? Ich mag Musik auf Plattdeutsch und auf Ostfriesisch platt. Aber ich bin auch Mästische und ich bin an Schköll, hier in Hude an Oberschköll und ich unterrichte Mhm. hier Plattdeutsch. Wir Das sind in siehst du. zweite Jahr nur als Modellschule Plattdeutsch und der Idee Mhm. dahinter ist natürlich dann eben auch das Siegel zu bekommen, Plattdeutsch Mhm. Schköll zu worden. Und Mhm. wir haben das Mhm. hier nur in zweite Jahr in ein WPK, also Wahlpflichtkurs. Das heißt, die Siehst du? Kinder Mutten was wählen, die Mutten was wählen, aber die Mhm. können Mhm. eben Mhm. zwischen verschiedenen Angeboten was wählen und unter Mhm. anderem eben nur hier auch Plattdeutsch. Und das mag ich nur ins Mhm. zweite Jahr. Mhm. Ja, und ich brot ja nun das aus Fräske platt und ich bin hier aber in Hude an Sköll und uns, ja, wo soll ich sagen, Regelplatt ist dann sozusagen das niedersächsische Platt. Aber da will ich auch noch mit die überbroten, wo das mit der regionalen Brot wie Unterscheidung und so einig, was wenn das alles ist. irgendwas können bringen. Ja, Wie Broten, du Brotst auch Niedersachsenbrat, damit ein ja, wenig natürlich. Dialekt. Aber wir Ostfriesisch Broten ist ja, alle ja, ja, Niedersächsisch, der ostfriesische Platt, also die ostfriesische Sprache ist unstürm seit mehreren hundert Jahren. Das ja, weiß nicht stimmt. wenigstens. Du hast Wir vollkommen Broten recht. Niedersächsisch mit einem Ja, ja. wenig Dialekt. Also, Das ne? stimmt. Ja. Ja, das stimmt. Ja, das muss man eben, das muss man weten, ne? Anders war es das eben Hm. so im Aspi-Saute-Friesisch. Wir haben kein, das ist kein eigen Sprauch mehr, sondern eben ein Regionaldialekt. Aber mit Mhm. Vermischung von der ursprüngliche Sprauch, von das Friesische. Das haben wir ja Richtig, noch in uns richtig, Sprauch drin, aber eben an richtig. sich ist das ein Dialekt und eigentlich auch ein Niederdeutsche, was sagt man? Das ist eine Sprache, eine anerkannte Sprache. Ja, Aber wir haben Regionalsprache, sogar, genau. Nee, ich wir meine haben, aber uns aus es ist kein Fräsgeplatt. Dialekt, ein Dialekt in der Sprache. Das Das ist. Also meine wir ich. haben einen Dialekt in der Sprache. Ja, Das will genau. ich sagen, genau. Das Wie beim Ostfriesische, Hochdeutschen. Hochdeutschen, ne? Ja, genau. genau, da kann Haben ich auch ja auch Dialekte. so sagen oder so. So, Ja, genau. das ist Wir ja haben dann auch ein Dialekte in Ding. der hochdeutschen Sprache und wieder in der niederdeutschen Sprache. Genau, Ne? ne, und ja, Mhm. das stimmt. Wo sind die denn Förgauen, dat Plattdeutsch nu an Uni Oldenburg als Studiengang oder Niederdeutsch als Studiengang auf Lehramt dörset worden ist? Wo sind die doch Förgauen? Das ist ja irgendwie von diese Langer, Internet, langer Weg. ja, mhm, Ja, langer, langer Weg. Also da kann man gar nicht so genau sagen, so, wir haben nur das noch und das noch. Das ist genau das Ergebnis, wo wir mit an Arbeit haben mit dieser interfraktionellen, interministeriellen Arbeitsgruppe in Hannover, wo mhm, ich so ungefähr 6 Mal bin. Ganz entscheidend wird dort der Erlass, der damals 2017 durchgewunken worden ist, wo wir auch den Druck erhöht haben, sag ich mal, auf die Politik, dass das, was da nun passiert ist, passieren soll oder ist. Und für uns wäre das die Basis, dass die Lehre mhm, ist ausgebildet worden, denen, sonst brauchen wir ja gar nicht wieder morgen. Wer soll es sonst genau, morgen? Und richtig. das ist doch eine Verpflichtung, 8 Stunden. Und da haben wir uns ja mit viel Diskussionen um Lehrerstunden, also das Finanzielle, sage ich jetzt mal, Ja, die Stunden Sülz, die Lehrer, die haben ja die ganzen AGs freiwillig gemacht, das weißt du Sülz. mhm, Ne? Und wenn sie aber als Wahlpflichtkurs, dann startet den Lehrplan mit. Und das sind also Saugen, da wo wir verharrt haben mhm, und über Jahre hinweg. Und da ist dann irgendwann mal ein Schultrupp worden. Und das ist ein ganz großer Schritt west. Ich bin bei der Eröffnung damals auch bei West, auch mhm, inladen worden. mhm, Das war eine ganz große Feierstunde mhm. und einen ganz großen Schritt. Und jetzt, der für 2 Weg, dass auch die Rechtschreibnorm anerkannt worden ist. Ja, Das sind also solche Schritte, wie gesagt, was ich für immer mal sehe, ich wiederhole mich, wo die macht nix. Bevölkerung nicht unbedingt so ankommen da, Ja, achterkommen da. Woher auch. Man muss sich dafür interessieren. genau. Ne? Bei den meisten Kommentare und Bevölkerung straft sowieso gut. Gut, da fange ich dann gar nicht an zu diskutieren, weil dann wird halt am Boden. Das Also, ne, stimmt. das ist immer halt so, ja, ne, das Ja, ist einfach mhm, so, dann gerade alle, die meinen, das ja, die das auch nicht mehr. Muss ich mhm, sagen, ist nicht so. Mir ist Sülz letzten noch, kann ich auch nicht die Story vertellen. Ich stehe nur plus Fußballplatz. Ich auf dem Tag auch mal so einen Heimatverein, Fußball her und hab mir die Spöl ankeken, ein Derby und da stand die zweite Hirn von Tura Rauderfehn. mhm, Die mussten dann anschließend spülen und die meisten kenne ich davon, weil ich mit TV das gespült habe. Und ja, und da lebt er dann ein, und das ist die Gruppe Rot, ich hatte erst gar nicht so beachtet, und die leben an mich vorbei, Tom Heide mir vorgenommen, und er sagt, na moin Arthur, machst du Berg gesucht, der mir bringst du, nee, lass mal, ich hab noch, ja. Guck mal, wir haben mich vorbei, ja, dann moin Tag noch, ne, ja, der 22 Jahre jung, ne, mhm. und wohnt auch bei mir in Naubischkup. Und als er das sagte, du habe ich kaum richtig verfolgt, und die Stundenmann so 20 Meter von mir, der mal Plattbrot. Das ist Die ja ganzen cool. Jungs, ja, also da Wunderbar, achtet man ja, nicht ob, ne? Also das ist, weil das für mich ja fast logische Klang ist, ja, aber nur wirklich so speziell ob achtet, da sag ich, das muss man eigentlich nur abnehmen und muss ja ja, gegen Lü, der Broten platt, ne?
Weil das Ja. früher, ich sag mal, vielleicht früher, für ein 8 Jahr, 10 Jahr, wurde das noch belächelt und Mhm. wurde mir gesagt, gleich Bauernsprache, kommst du von Land, bist Mhm. Landwirt. Mhm. Nein, im Gegenteil, es ist wieder Normalität, es ist wieder salonfähig. Ja, das ist wunderbar, das ist richtig großartig. Wo ist das bei dir in Ja, Hus west? Hast du, habt die miteinander platt Brot? Oder was das so als bei uns? So uns Ollen und die Ollen, die haben alle miteinander platt Brot und dann quämen Lütje ja. in Zimmerin und Nee. dann war eben Also ich, Hochdeutschbrot. ich habe so, die meisten hört man ja, ja, ich muss ja erstmal Hochdeutsch lernen in der Grundschule. Also heißt das ja bei den meisten, weil Mhm. ich kein Hochdeutsch konnte. Ganz so wird bei mir nicht, aber fast so. Und zwar, wir sind vier Kinder West und in Hus und ich sag mal, die ältesten drei oder die ersten drei, wir haben Plattdeutsch Brot. Und ich habe das Glück, ich bin mit 5 in die Schule gekommen, relativ jung. Mhm. Und uns Naube jung, mit der damals sogar befreundet, für da auch noch. Da haben die Alten gesagt, damals all in Mitte der 60er, wie Leute uns Kind Hochdeutsch broten. Mhm. Somit habe ich ja als 40 mit ihm zusammen wärst und wirst, Ja. dass er doch noch andere Sprache geben da. Ah ja, okay. Und somit habe ich nicht so viele Probleme in der Schule hat. Mein Bruder, der ist 7 Jahre alt. Aha. Übrigens, der hat auch Geburtstag. Ja, Muss herzlichen man Glückwunsch. denken. Ja, der ist 72 geboren und mit der habe ich komischerweise, der war auch die erste, die in den Kindergarten hingegangen ist. Wir haben auch keinen Kindergarten, dort für uns zieht. Mit der habe ich Hochdeutschbrot. Aber, und das zeugt auch von den, ich sag mal, wissenschaftlichen Ergebnis, dass Menschen ja in Besinnen alle brauchen heil anders opnehmen, dann als man alle worden. Da hat Ja, also die Brotverdauung nicht so gut platt als wie auch, weil er das ja immer hört hat. platt gesagt ob Ohren kriegen hat. Ja, natürlich. Ist ja Und bei das ist mir auch ja so. erwiesen Mhm. über wissenschaftliche Ergebnisse, dass der Mensch, allgemein der Mensch im Alter von 0 bis 8 Jahren, brauchen spielerisch abnehmen und das auch so in die Synapsen packen, sag ich jetzt mal. Du kannst so mehrere Sprachen aufsetzen. Ja. Da gibt ein Experiment mit einem rumänisches Kind, kann man auch genau kicken. Der hat löwig 6 oder 7 Sprachen in der Familie, mit Tanten, Onkels und allen drum dran. Der hat Mhm. man auf dem Holzstall gesetzt, in so einen heiligen Rum und für satten sie verwandt und die konnten den Satz, immer wenn er den ankicken, derjenige, in die Sprache wiederführen. Mhm. Und das versorgt man im Süß mit, wenn du Englisch sprechen wollt. Ja. Und falls dann wenn Deutsche und umgekehrt. Also ich kann das zum Beispiel mit Hochdeutsche, wenn ich die nur ankicken, ich kann aber auch Mhm. hier hinschauen und auf Hochdeutsch sehen und da kann ich die wieder ankicken und platt. Das ist Mhm. eigentlich ein Phänomen, was hier oben passieren da. Ja, das Das stimmt. weiß ich bloß nicht, weil wir das ja einfach so als alltäglich annehmen. Mhm. Aber hier oben passiert ja was. Das Ja. versorgt man nicht mit einer anderen Sprache. Ja. Und ab dem nächsten Lebensjahr, das ist erwiesen, musst du, was Sprache anbelangt, das erlernen. Ja. Das ist erwiesen. Da muss man Ja. wirklich sagen, so, du musst du eine andere Sprache drauf sein. Und Mhm. da gibt es noch viele andere Beispiele. Und darum sage ich immer, nach Butenhen, auch junge Lü, sucht man immer wieder, die mehrsprachig sind, weil ich sage, die Kinder, wenn die platt reden, dann mag das sowas wieder den Hus mockt haben, mit uns doch das. Mhm. Die Frau, die versteht alles, wo platt, Mhm. weil in Völder groß worden ist, aber Proten deit sie nicht, weil sie meinen, das klingt komisch. Ich finde das gar nicht, aber sie Mhm. bleibt wie Hochdeutsch und uns Kinder haben zwei Sprachen geboren kriegen, also Wunderbar. Hochdeutsch und Plattdeutsch. Und Ja. Mhm. das hat sich auch bemerkbar gemacht, gerade bei uns Jüngsten, der ist Gymnasiallehrerin, der ist mehrsprachig, hat mehr Jahre in Amerika gelebt, also wie der Mhm. mag man nicht, ob der Englisch lernen muss oder ob sie das immer gehört hat oder weil sie Ja. ganz einfach damit anders mit umgeht. Und uns Ja. Olze, der ist mit Kripo hier, der ist auch mehrsprachig. Wir sind jahrelang nach Kroatien gefahren, also der mit der kroatischen Sprache. Als Kind haben die weniger Probleme gehabt als wir, weil die das einfach alles umgenommen haben als Kind. Das ist einfach Mhm. so. Mhm. Das sind so Beispiele, ne? Ja, das sind Beispiele. Eben. Und finde auch, weiß man ja auch, dass eine bilinguale Erziehung, also wenn du mit zwei Unbedingt. Sprachen aufwachsen da ist, dass du dann Ja. eben völlig auch noch an einen Fremdsprach rankommst, ne? Ja. Ja. Und hier hat man ja zwei Fliegen mit einer Klappe. Warum so wie dann nicht das? Der Sprache Genau. nehmen, die uns zu uns Hus liegen da. Richtig. Und da retten wir uns Heimatsprache auch hier mit, ne? Das Ja. ist immer so die Werbung, die ich mache, da, ne? Ja, genau. Ja, so ist das. Eben. Mhm. Wir erholen uns ein Kulturgut, ne? Ein Kulturerbe, Ja, was wir unbedingt. haben. Ja. Ja. Da Ja. müssen wir auch für sorgen, ja. Wo sagst du das denn mit der Bewertung von der Schriftsprache in Ja, Plattdeutsch? also Nun ich hab sag mal so, wir mussten ja als unterrichten, ob ich das nur mit mir Stammtaube bin oder das du oder wir müssen ja Mhm. irgendwo glaubwürdig bleiben. Genau. Und ich finde, wenn wir hier jede seinen eigen Schiffsnorm haben, sag ich mal, oder seinen eigen, ich sag, wie schrieben das nur so, ich habe mit Börkom, hatte ich eine unwahrscheinliche Diskussion mit den Börkomer Jungs, der nachher aber abgeben haben, weil sie wissen, da kämen sie nicht hin an. Die Mhm. haben ja, dass die Reiterländer, in Börkom einen der härtesten Dialekte, die das geben, da in Niederdeutschen. Mhm. Und Ja, da bin ich ja der auch. bleibt Vögel an England angebunden. Die sagen auch nicht, wo geht die das? Der sagt, how geht die das? Ah, Und die okay. haben, ja, ja.
Mhm. Bloß ich habe da jetzt einen Plattdeutsch-Beauftragten, der hat genauso Sücht als ich und da wird auch an die Schulen, da noch ohne Recht, wo wir das Mhm. vorgeben haben. Wo sie Mhm. das dann utproben dort, das ist die zweite Sache. Das Ja, hast du das ist im ja was Englischen anderes, ja. genauso. Wenn du mal in Genau. England wärst, bist, ne, und im Englischen, da war sogar noch teilweise Saxonisch Brot, das war halt an der Geschichte noch als das normale Englische für auch. Mhm. Und trotzdem wurde in Schulen gleich unterrichtet. Mhm. Also ich sehe da überhaupt kein Problem, und wie könnt ihr blieb wesen, da wir das nur so wie die Hemd, Ja, auf jeden dass Fall. die Mhm. Lü vertellen können, das ist die Basis. Ja. Weil man wird sonst unglaubwürdig. Wenn ich jetzt in irgendeiner Feld wie Dickie Gosling das so lernen darf, ich sage jetzt mal das Wort Straat. Ich sage das mal so. Mhm. Man hört ein OA, aber Straat wird mit Doppel-A abbrot. Genau. Geschrieben. Schreiben, So, ja. ne? Offene Mhm. Silbe, geschlossene Silbe, Mehrzahl, Straten mit ein A. So, Mhm. das sind Sorgen, die sind fastgesetzt worden. So habe ich Unterricht kriegen, so habe ich das auch wieder gegeben. Und so lege ich das auch. Und so weiten die Mhm. Leute auch mittlerweile, die das Mhm. dann bei uns mitkriegen. Ne? Aber der nächste fängt nur an und sagt, ich sag mal das Beispiel der Kloppenburger, der Friseuter. Mhm. Ne? Der sagt dann gehen wir da über die Straßen. Mhm. Also er haut dann EN8 in der Mhm. Emsländer, obwohl er bloß ein Straat steht. Ne? Also Mhm. Straßen, gehen wir über die Straßen. Er meint die Straat, Mhm. aber weil er das so Proten hat, dann hast du ja halt du kommst ja nicht wieder, du kommst nicht voran. Mhm. Und von daher finde ich das mit der Schriftsprache eigentlich also schon so in Ordnung, was das ist. Ja. Gut, wo ich noch so ein bisschen mit ob Kriegsfußstau ist, dass Mhm. dass wir das dann auch bewerten sollen. Also mein Anliegen ist ja, dass die Kinder in Schule Spaß daran haben, Plattdeutsch zu lernen. Mhm. Und wir haben auch zum Beispiel die WPKs vorstellt und als sie dann hört haben, wie mussten da auch schreiben und wie mussten da auch Vokabeltests schreiben, dann haben sie auch bald all kein Lust mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, Mhm. wie lernen, wo man das schrift, aber das Mhm. Broten, das ist erstmal das Mhm. Wichtigste. Ich meine, mein Mama zum Beispiel, der weiß nicht, wo man Plattdeutsch schrift. Der hat Nein. Plattdeutsch Brot und Hab ich ja Hochdeutsch schon das schreiben. Thema. Ja, der Eben, kann nur das. Der kann nur genau. das. Mhm. Und darum ist das ein ganz großes Ereignis, was auch nur passieren da und Ja, hoffentlich auch so passieren, wirklich passieren da, dass uns Zukunft, und ich trage nicht über die Allerin, also da kommt mich gar nicht mit anlernen, sondern um die nur kommen, ja, nee, die sind meistens fanatisch, die proben das richtige Rheinländer platt, wie ja, proben das das ist richtige Quatsch. Klostermörge platt, wie proben Ja, das richtige Blödsinn. Also, ne, das sind Dialekte innerhalb der Sprache und verstauen darf man so letztendlich, wenn man sich nicht dusselig anstellen darf, auch Brandenburger Platt und Mecklenburger Platt und genau, man versteht alles. eben. Und da muss man der auch dabei lauten. Ich korrigiere auch ja keinen ein, der aus Bayern kommen da. Man sagt, okay, der verstauen. Also Ja, das ist einfach so. Und also ich sehe, das Wort die Problematik sei gar nicht so gravierend, als die Leute das immer sagen. Ich sehe, ja, das stimmt. Ja. wir muss erstmal den Anfang haben. Und die Kinder, dem euch das immer schmackhaft, dass man dann vertellen, dass woher kommt denn die englische Sprache. Weil da muss ja alles verenglischt worden. Mhm. Englisch. Und da ist halt Mhm. immer das cool. Und wenn man sich auch ein bisschen mit der Sprache so beschäftigen darf und Mhm. weiten da, woher kommt denn das Angelsächsische? Was werden die Jüten, was werden die Angelsachsen? Woher Mhm. kommt die englische Sprache? Wie ist die entwickelt worden? Und wie viele Wörter haben wir gleich? Und wenn Mhm. man die Grammatik kapieren darf, dann versteht man auch uns Grammatik oder umgekehrt. Ja, Weil die denken als Hochdeutschen zu kompliziert. Und das so da stimmt. ich das auch immer wie die Erwachsenen interessant machen und sagen, ne, wie weiten was der andere nicht weiten darf. Und Ja. ne? Das ist einfach so, wir entdecken auch jetzt wie die 2018 noch so viele Jahre immer wieder Wörter, wo du mal einsagen, da ich sage jetzt mal, Gabi sagt dann, das hat meine Oma auch immer gesagt, und da kommst du aus dem tiefen Hessen, ne? Mhm. Weil das hessische Dialekt ist ja nichts anderes als der Überbleibsel der niederdeutschen Sprache damals. Mhm. Okay. Ja. Du hast das Hochdeutsche nach der Benrather Linie, die damals entstanden ist, die Sprachenlinie, Mhm. ist das Oberdeutsche halt das vielleicht oben drauf gesetzt worden und Ja. darum ist da so ein Kauderwelsch, also die Dialekte, wie du kommen. Das Kölsche Ja. nicht so. Ja, Das cool. ist ja halb Hochdeutsch, halb Plattdeutsch. Also das ist das Kölsche Plattwest. Mhm. Mhm. Das ist Ja, so. wenn man Da so muss man so ein dommelt bisschen erst sich mit mit befragt, beschäftigen. dann ist das Ja, richtig interessant, ja. ja, das ist also sehr interessant. Und die ganzen Dialekte im Hochdeutschen berühren alle aus der niederdeutschen Sprache. Ja, Früher gab es ja kein Hochdeutsch. das Ist ja stimmt. entwickelt worden durch zwei Lautverschiebungen. Ja. Mhm. Ich habe noch zwei Saugen habe ich noch. Das eine ist, in September ist ja nu der Plattdeutsch-Mond. Ja, Irgendjemand ist richtig. auf der Idee gekommen, der September als Plattdeutsch-Mond Genau. ja, zu verkloren. Und Mhm. was wird denn besonders maugt in diese Plattdeutsch-Mond, damit eben der Sprache doch nochmal so ein richtig, ich sag mal einmal so, als in so ein Ja, Leuchtturm set wird, ne? So.
Also ich sag mal so, für mich ist das hell Jahr Plattdeutsch Mount oder jede Ja. Mount ist Plattdeutsch Mount. Also in September wäre das nur genau damals in Lebenraum, da kann ich gar nicht sagen. Ich gehe mal da so von Richtung Cornelia Naht, die Vorgängerin von Grieche Kammerlaut. Mhm. Und vielleicht auch noch irgendwie so eine Kumpane noch dabei. Was ich nicht schlecht finde, dann hat man immer so eine Marke, sag mal, auch die Genau. Bevölkerung der Welt nach allem. Und das steht auch ja viel geschrieben, ne? September Mount ist Plattdeutsch Mount. Mhm. Da wird noch mal so richtig Gas geben. Also da waren Genau. solche Aktionen, was ich für im 16 habe, mit der Schule Plattdeutsch Drachen. Oder wir haben jetzt zum Beispiel Anfang September haben wir einen Talk of Platt in Rauderfehn, das haben wir für 4 Jahre auf den Markt gebracht. Mhm. Wir haben uns so ein paar Prominente gemacht und Mhm. damit Bürgermeister Gerd Müller von Rauderfehn wird einfach frotzeln mit haben, nennt sich das. Also nicht so ganz ernst gemeint, so aller, also halt so noch Ina Müller, so sage ich jetzt mal in der Kneipe, wenn sie dann gegangen ist. So Mhm. ungefähr läuft das doch auch bloß so platt Mhm. und 1,5 Stunden. Und wir haben jetzt auch wieder gut verkauft, obwohl es noch gar nicht richtig zu ehren ist, der Vorverkauf. Und solche Saugen waren dann eben halt gemacht. Und das sind Erfindungen dann eben halt von den regionalen Plattdeutschsportsachen. Da Mhm. war ich für dem gesagt, jeder hätte so seine eigenen Ideen. Vögel und an Krankenhäuser ran, ganz aktiv, dazu da was machen oder an Schulen oder auch die Platt in den Betrieben, dass wir so uns Ideen mit 2002, dass man spezielle Geschäfte, also meistens so 26 an Zahl, mehr darum gibt den Mountain ja nicht hier, Arbeitstage, dass man sich da gewaltig repräsentieren darf an einem Tag. Ja, Mit so das einem stimmt. Obststelle, hier wird für auch Plattbrot, Mhm. das sind Malegeschäfte, das sind Fleischgeschäfte, das sind Supermärkte, Friseure oder wie auch immer Kneipen. Mhm. Und ich stand dann auch in Zeitungen, wo dann ankündigt, heute wird da und da so eine versteckte Werbung. Dann Mhm. aber Ostfriesland wie mittlerweile. Ja. Und dann stellt man sich immer Lust als Plattdeutschpupser von Landkreis Leer mal mit so einem Tauvel, Mhm. um einfach mal repräsentativ zu werden. Das Genau. sind so Sachen, die loben dann im September mal. Und so hätte Genau. es dann einige gegeben. Ne? Und als Musikerin habe ich das auch all belebt, dass ich auf Norderney einmal gespielt habe in September Mount als plattdeutsche Musikerin. Ja, Und nu spiele ich an 4. September in Auerk und an 5. September in Bundehee mit meiner Band bei der Gezeitenkonzerte. Und auch das ist eben die Verbindung zwischen Gezeitenkonzerte, das Ostfriesische Landschaft, Festival ja, genau. Ostfriesische Landschaft und eben der September Mount. Ja, das Gleiche habe ich dann auch auf Börkum, was du auf Norderney belebt hast. Also wir haben ja in Börkum mit Sabine Hommering in der Plattdeutsch betrachtet, der einige gut Ruhrgebiet gekommen hat, aber so Sülz das Plattdeutsch gebracht hat, das Börkumer Platt und das, also in kürzester Zeit muss ich echt sagen, also ganz klasse. Und Cool. der ist lebagil, also den Börkumer Bürgermeister Ackermann Gadara Boltogau, also der hat jetzt ja zum Beispiel im September Mount die Börkumer Wegen, die Moje Wegen, und da hat er einige so beigestellt, also sowohl musikalisch in sämtlichen Himmelsrichtungen von Art und Weise, als auch Veranstaltungen. Da hören auch Gottesdienste bei. Also er hat wirklich so einen Katalog erstellt. Mhm. Ich habe die freudige Ereignis, dass ich mit dem Bürgermeister das Ganze eröffnen durfte, am 6. 7. September. Und dann unterstützen wir mit 3, 4 Plattdeutsch-Tracht von Festland, quer durch Friesland. Das ist wieder so eine Sau, wo wir dann wieder zusammenstehen, wir unterstützen wir, haben uns Poloshirt an, da steht dann irgendwie wegen Gemein Murmeland oder Gemein Osterfeen oder wo immer. Und so wisst man dann Flagge. Das Ja. ist also noch so ein solche Bienenstiche, sagen wir, die wir so setzen, was das anbelangt hat. Genau, darum geht das ja letztendlich auch, ne? Und Genau. genau. Wunderbar, ja, cool. Ich habe noch ja, 2 Fragen habe ich noch an die. Das erste ist, du bist ja nu der aktuelle Kehlke-Preisträger. Jo. Wo geht die da drum mit? Was ist, Wunderbar. ja, das löbe ich mal. Man Das wäre verdient ein hast du großer ja Traum nun von mal. mir. Ah, echt? Ja, Mhm. ja, das wäre ein großer Traum von mir, ja. Muss ich echt sagen. Also, da habe ich immer so ein bisschen neidisch hinkicken, wenn und ich will auch für mehrere Veranstaltungen, wenn der Kirchepriester dann kriegen hat. Ja. Und mit Vater, der hat mal gesagt, wann wird das 2000, das haben wir das du hat der besagte Helmut Kollmann, ich gucke nochmal wie ob der Mann, der für mich schlichtweg uns Vater von der Plattdeutsch hier noch Friesland ist. Mhm. Er lebt das für da auch noch mit weit über 80. Ja. Der hat mal den Kirchepriester kriegen, Mai 2000 Dateien. Und als der groß in Zeitungen stund, was mir der mal wieder vorne ist, da sehe ich vorne so ein nebenbei, als ich da mal biom werde, sehe, wenn du den Hand holen darfst, dann hast du doch geschafft. Und das wäre noch so ein Ansporn, Oh. ja, das wäre so die, wo ich gesagt habe, okay, und wenn du jetzt will lernen, das Tanjo Leute, er hat leider Ja. nicht mehr mitkriegen, aber Tanjo Leute habe ich dann kriegen.
Ja, war eine ganz, ganz große Überraschung. Meine Frau hätte auch mit dem Boot segeln, die dürfen nicht viel sagen. Aber wir ein großes Ereignis, wie wir hier im Landgasthaus Oltmanns in Wasingsfehn, wo Ja. ich dann auch hier inladen wäre, komischerweise. Ich würde sowieso hängen, davon abgesehen, weil ich in Mhm. Landkreis leer wäre. Und weil ich ja nur Osterfähnchen bin, wenn das vielleicht da bei uns ein Umkreis wäre, hatte ich vielleicht für Lunte roken, aber Mhm. ja, dann war noch 100 fertig, man, was sehr ungewöhnlich für so eine Veranstaltung ist. Meistens sind da so 60, 50. War eine Mhm. tolle Stimmung, muss ich echt sagen. Das löwig. Und das ist mir ja auch. Arni Und Heger wird da, sagt ja, auch ja was. hat Musik gemacht da Ja, oder? hat Musik mag, Ja. ja, wir haben, also war ein ganz, 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 ganz toller Abend, muss ich echt sagen. Ja, Also, cool. bin stolz drauf. Und ich bin der datigste Preisträger. Ja, Äh, Jubiläum. Der Corona, weil es jetzt vielleicht Mhm. am gut fallen ist. Ja, und das ist immer für einen Stolz, wenn man dann im Prinzip ja verewigt ist jetzt, ne? Also in Ja, dieser Liste der ja, das stimmt. Preisträger. Ja. Ja. Kommst du das Jahr auch wer? Ja, auf Wohin? jeden Fall. Ja, dann sehen Ja. wir uns. Ich mag nämlich Musik das Jahr. Ehrlich? Mit der Klasse. Kehlke-Preisverleihung. Ja, Siehst du. Dann, ich genau. weiß noch gar nicht, wo es hingeht, das ist immer so ein bisschen Geheimnis. Ach so, Das ja, magst dann du der sage ich nicht. Ostfriesgetal. Ja, na, ich bin so egal, was das ist. Also ich bin halt in sämtlichen Regionen West. Äh, Nicht ob Fame. ja, für mich ist das eigentlich Ja, normal, dass der Förpreisträger da hingeht. Das ja, ist einfach so. ja, Ne? wunderbar. Warum Schön. liegt dir das Plattdütsche so sehr an Hart im Ich habe Moment? ein ziemlich berufliches, buntes Leben, muss ich sagen. Also ich habe Mhm. vieles gemacht. Also ich bin also nicht in der Verwaltung, wo ich nur 18 Jahre bin groß geworden. Mhm. Hier bin ich durch einen Zufall in Raugt. Und mir geht das hier nicht schlecht. Ich bin ja Mhm. jetzt mit im Vorstand hier oder Vorsitz von Personalrat, habe 10 Jahre lang im Jobcenter Arbeit, habe Mhm. dort versucht, ja, ich bin nebenbei ausgebildeter Suchtberater Hm. und habe dort die Leute, die das nicht so gut gegangen und ein bisschen Probleme haben mit flüssigen oder auch Albert Dampendeit oder Hm. die Ja, wir um wegzubringen und habe dafür noch Therapien gebraucht, habe viel Elend sein. ja. Dafür habe ich Küken gekauft, 1 Jahr Einbauküken und Das ist ja hey, was ja, alles. ich habe 12 Jahre bei Marien, ich bin 2,5 Jahre sei von, ich habe bei Lütchenladen Kordelfingen in Ostfraufing, macht die wollen aber sagen, habe ich dann lehrt. Mhm. An Ende 20, Anfang 80 gekriegt und so ist das dann also. Also man hat viel sein und immer wenn ich so auf Schulungen werde, egal in welche Branche tätig, dann wo man so ein bisschen belächelt, wenn man Plattdeutsch denkt. Ja. Ähm, und das hat mich immer so ein bisschen stört, weil ich das immer fein finde. Die Sprache finde ich also mooier als so manche Sprachen, weil das eben, weißt du, so ist Sprache des Herzens. Ich Ja. mag immer gerne, ich weiß nicht, ob man sowas senden wird, aber ich sage immer, Klein ja Mors klingt herzlicher, als wenn man sagt, leck mich am Arsch, Entschuldigung. Ist so. Das ist einfach so. Ja, ja. Und das kann also mehrdeutig sein. Und das sind Mhm. so Saugen, man kann anders diskutieren, man kann anders proten, da kommt anders rüber und Ja. die Vielfältigkeit der Sprache, auch weil wir nicht haben das Thema, die Dialekte. Mhm. Wir haben jetzt zum Beispiel festgestellt, dass wir einen Bericht bei uns in Zeitung, dass wir sich für auch nicht, dass da eine Sprachwissenschaftlerin festgestellt hat, dass das Schweizerdeutsche Mhm. sehr artverwandt ist mit dem Niederdeutschen. Ja. Wahrscheinlich durch Völkerwanderung, Völkerwegwanderung. Und Mhm. wir haben jetzt just für 3 Monate auch die Schweiz besucht hat, der habe ich mal auf Kuba kennengelernt. Mhm. Der war mit dem Wohnwagen unterwegs und da habe ich dazu verteilt. Und wenn man das dann weiten da und man achtet drauf, das ist wirklich wahr. Ich meine, der Ja. hauen ja überall ein I achte, ne? Ja. Aber im Prinzip ist das, die sagen auch Hus und die sagen auch Taufel und. Die sagen Mhm. bloß Süßli und Taufli, ne? Also das ist, ja, man lacht darüber, aber das ist also von Grunde her, wenn man da richtig zuhört, das Ja. ist also, haben in Hochdeutsch überhaupt nichts zu tun, aber sehr, sehr viel vom Niederdeutschen. Ja. Und wenn man dann also weiten, dass ich damit beschäftigen da, soll ich dann machen, da, also ich nehme das nicht einfach nur so hin, sondern ich versuche das auch zu verstauen, Mhm. dann macht das noch wahrscheinlich viel Spaß. Und dann macht man eigentlich so die ganzen Leute, die so unwissend sind, hört das zu vertellen. Und das dauert ich auch. Ja. Auch wenn wir jetzt am 1. August, wie wir eine Auszubildende kriegen, im gehobenen Dienst, Beamtendienst und auch im mittleren. Die habe ich dann irgendwann mal für den Stürm binnen und dann vertelle ich über Plattdeutsch, wo das hier handhaben worden ist. Und uns Landrat Grote, der ist so platt groß worden und Gott sei Dank, sie steht hier auch beachte. Und da macht mich das dann Spaß, das wiederzugeben. Und dann mag man das mal, die sehen das mit ganz anderen Augen. Ja. Und das ist mir, das sehe ich so als Auftrag, sagt, das habe ich in der Lü das so wiedergegeben. Ich glaube, das ist auch das, was wir die jahrelang geschafft haben. Der Mhm. Lü, dass sie genau denken dürfen, dass sie sagen, okay, darum wird er nicht mehr belächelt, darum die Situation auf Genau. Fußballplatz, was ich erzählen will. Das ist ja so ein schleichender Prozess, Mhm. also die Informationen wiederzugeben. Und da brauche ich nicht mit Lü machen, die meinen, wir brauchen das beste Platt, ich wiederhole mich nochmal.
sondern die bleibt starrsinnig. Das habe ich Genau. mir morgen und die Leute auch damit. Dann sage ich Ja. immer, ja, hast vollkommen recht. Oder die sagen, da, was soll das Plattdeutsch-Spruch? Wie könnt ihr A-Plattdeutsch ziehen? Ja, genau. Ich will jetzt das A-Plattdeutsch können. So zum Moll, auf Fingerschnips. Ja, Ne? genau. Also das ist Ja. dann so ikonisch, sagt das dann, ironisch. Ne? Also Ja. das ist, Hab ich ja. all verstauen. Ja, eben. Und eigentlich, der Sprauch, das zu verbreiten, das ist das eine, aber die Haltung da achte. Ja. Das ist ja eigentlich auch das, worum das geht, ne? Wenn man so Mhm. überlegt, die Lü, die sagen, du protze gar nicht das richtige Platt. Die haben Ja. auch in Anne, sag ich mal, Abteilungen Ja. in ihr Gehirn wirklich so Schranken drin, Genau. der gaun einfach nicht mehr open. So, Griech hätte so ein neues Wort für, das sind die Plattpolizisten. sagt er ja, mir immer. genau, ja, das Ja. auch. Genau. Mhm. Und eigentlich geht das ja darum, dass wir uns wiedmaugen, dass wir uns Richtig. mit uns Genau. Instellung wiedmaugen und dass wir uns die Hand geben und sagen, hey, Richtig. wir hören all zusammen und das ist eine Verbindung. Richtig. Und ich Richtig. finde auch, wenn man mit Plattdeutsch anfängt zu arbeiten und für mich war es das so, als ich festgestellt habe, Mensch, das ist mein Mördesprauch. Das ist mein Ja. Mördesprauch. Auch wenn ich das nooit Brot habe. Ich habe das bloß Ja. gehört, aber das ist der, Mhm. hast du gesagt hast, der Sprauch, Ja. der Herzenssprauch. Ja. Und mir geht das so, je mehr ich mich mit dem Sprach befauten dau und auch Texte schrieb und Mhm. poetische Texte Mhm. und dann seh ich da ja was Saum, was ich dann riemen muss und so. Richtig. Und das macht mein Hart wied. So. Ja. Und Ja. das ist Alles, eigentlich genau das genau. Gegenteil von das, was du sagst, was die Ollen eigentlich so in den Kopf haben. Oder nicht, Genau. die Ollen ist auch nicht richtig. Das hat nichts mit Olle zu tun. Das hat was mit einer Richtig. Instellung zu tun. So, ne? Und die Hochdeutschen, die das nicht können und die dann so das belächeln, dann die sagen immer, wisst ihr eigentlich, dass die hochdeutsche Sprache eigentlich eine Kunstsprache ist, Genau. entstanden Ja, durch 2 Lautverschiebungen. richtig. Und Genau. dann kicken die mir mal an und dann sage ich, ja, also, dann geht man mal zurück, ne? 800 nach Christi, was haben wir Ja. denn da gehabt, ne? Ja. So, und wenn Martin Luther, das Volta, war der Dörset Volta, das sage ich auch noch oben drauf, der hätte ja seine erste, die ist ja noch in gut stellt, sie nimmt die Bibel, der dann hier umschreiben lassen hat, oder wohl, der hätte in der Plattensprache, in der Sprache der Volk gemacht, und dafür Plattdeutsch. Auch Cool. Martin Luther hätte Niederdeutsch brot. Das weiß Ja. die wenigsten. Ja. Er konnte Oberdeutsch, so hat er noch Oberdeutsch. Und es wurde auch Oberdeutsch in den oberen, Ja. ich sag mal, Regionen brot, aber das einfache Volk, die Buren haben noch weiterhin, das wird wahrscheinlich für da auch nicht mehr broten, der hat Niederdeutsch brot, da wo er dann lebt hat und wohnt hat, und so wollte er das auch wieder geben. Und hey, ist damit anfangen. Weil jeder das verstauen soll. Und Ja, dann hat er genau. sich ja eines Besseren besinnt, weil er ja dann noch Rom, weißt du was ich gerade, dass er das dann Oberdeutsch hat. Ja, Und ich ja. behaupte mal, wenn er das wieder macht hat, dann wäre vielleicht für da Amtssprache Nummer 1 Niederdeutsch. Ja, Wer weiß es? Also das, wer ne, weiß man weiß es. ja nie, weiß es dann, das ist auch ja ein ganz entscheidender Mann, der auch viel prägt hat, Ja, das auch stimmt. sprachentechnisch. Ja, und dann fang das mit dem Buchdruck an und so. Ja, Richtig, genau, das genau. ist so. Eine letzte Frage. Du Gerne doch. hast, das passt nur auch sogar dahin. Du hast 2015 und 16 die Aufgabe hat, ankommende Flüchtlinge zu bepflegen. Und dann Mhm. hast du Hörfurt Plattdeutsch gebraucht. Und dann habe ich mir so überlegt, dass ich die als letztes gerne fragen muss, was bedeutet eigentlich der Begriff Heimat für die? Das ist eine gute Frage. Hm. Und da muss man vielleicht auch vorsichtig gewesen, was man Ja. sagen. Leider Gottes. Ich habe gestern noch eine Tagung hat in Bremen, uns Fachgruppe. Mhm. Und NHB, was ist unser Möllehus in der Heimatbund, die haben auf die nächste Tagung, auf der Tagesordnung stehen, Diskussion, Wort Heimat. Ich finde das traurig, dass das so gekommen ist. Das ist Punkt 1. Mhm. Weil Heimat kann nur eins bedeuten, da wo man sich wohlfühlt, wo man Freunde hat, wo man so gut kennt, und wo man immer wieder so zurücksehen darf, egal wo man ist auf der Welt. Ja. Das ist eigentlich Heimat für mich. Also ich gehe Mhm. gern weg, ich bin gerne, um das Land oder die Länder zu erkunden. Ich bin zu sei von, ich habe viel sein, auch meine Frau nicht so noch viel unterwegs fest, Amerika, Kuba etc. Aber man Mhm. ist immer wieder blieb, wenn man wieder rauskommt, da sage ich immer. Mhm. Ich glaube, das hat jeder so, der sein eigen Verwendhus hat, und Ja. das ist so die Heimat, wenn man so die Klänge hören, da die auch die Plattdeutsch braucht, die Klang mit inkopen, die Lüde um Tausend und uns Naubes. Das Mhm. konnte ich mir nicht vorstellen, wenn ich nur, ich sag mal, im Ruhrgebiet saß. Sicherlich ist für die hier dort die Heimat wäre. Ja. Und ich würde noch aus Freistadt sitzen und die würden als uns Duisburger Broden mit den Tag und Tag, nee, sehr ja. Also da würde ich mich nicht heimatlich fühlen. Das wird fremd nicht für mich. Und Heimat, das ist also Heimat. Also das Hus einfach, das Ja. ist Heimat. Ja. Ja.
Wunderbar, wenn das man, hast du heel mooi gesagt. Und ich ja, denke auch, dass du da sicher auch nicht so denkst, die Leute ihre Heimat verloren haben, weil sie dort nicht mehr mhm, leben können. mhm, Für die ist das dann vielleicht auch neue Heimat, wenn die mhm. wohin kommen, wo sie sich willkommen fühlen. Da kann ich noch ein Lütchen Story, wenn wir die Tiet noch mit dem vertellen, Ja, gerade haben mit Sie. den Tiet Flüchtlingen. Mhm. Was du halt gesagt hast, ich habe in der 1,5 Jahre die Flüchtlinge betreut, das hat mir halt viel Spaß gemacht. Mhm. Hab damals von Bramlage, der damals noch als Landrat wäre, Mhm. der Auftrag gekriegt, das in Weine so ein bisschen in die Hand zu nehmen. Mein Kollege, der andere sagt, Börkum. Wir haben, da kann man sogar gar nicht vorstellen, wenn man die dort dauerlang in Bussen vorn lotten hat und die kommen dann da an und ich bin dann mit meinem Dolmetscher dann in den Bus reingegangen. Niederlheide, die wäre so mehrsprachig auch und unter anderem auch deren Sprache. Und dann sucht man dort ein Kind im Arm, die ein paar Tage alt ist, also der während auf die Flucht geboren ist, da muss man dann reagieren und all solche Sachen. Mhm. Und dann haben die Freude natürlich die ganze Waschke dort einfach hinschmieden, weil die Container, die wir dort gebaut haben, mit 6 originären Waschmaschinen und oben 6 originären Trocknesboden drauf, da wissen die gar nichts mit anzufangen. Das kennen die gar nicht. Und dann habe ich Mhm. wieder so einen jungen Mann schnappt, der ist so 25 Jahre alt. Er konnte kein Englisch, kein Deutsch, er konnte nur seinen Sprache und dann mit Neil habe ich ihm dann vertellt, pass auf, du kriegst den Auftrag nur, dass du hier einen Plan machen da ist, weil wann dran ist, ne, weil wir wissen ja, das wird ja nicht hier Port gewesen, das soll ja nur Wegen Mountain gewesen, also keiner weiß genau wo lang, aber das ja Mhm. mindestens. Und das hätte innerhalb von 14 Tagen super gemacht. Also immer wenn Mhm. ich dann komme, wir haben ja Dach und Nacht gemacht, ja, also 24/7, auch über wie nach und weg. Mhm. Wenn ich dann ausstiegen und dem ihn Leuchtjagd antrecken sehe, ich immer, mein Weste, dann käme ich das erste um die Doll und da konnte ich noch gehört, alles sauber. Das konnte ich dann sagen. Ich will auch immer ein Wischen und einen Down und mit Plauen Oh. weiß ich mich dann und ja, ganz toll. Ich habe mir einen Namen gegeben, Meister Propper. Ich habe dann noch gut gedruckt mit DIN A3 an Container klebt und jede Würfel Meister Propper wird. Und er hat das dann gegangen. Er wird mit die Vorder da und sie Lütje Süste, die wird um uns 7 auf 8. Und nachts wird er natürlich so in die auf die Feldbetten, das werden ja 159 Flüchtlinge, die da in der Halle untergebracht werden, die am wenigsten können schlauben. Das ist einfach so nachts und dann müssen die Kinder beschäftigt worden. Dann habe ich dann, wenn ich dort dann satt roken, bin leider noch Raucher, aber wenn ich dort dann satt roken und habe dann wieder ein bisschen Ball spült und das, was man kann, so ohne Sprache, sag ich mal, Mhm. um so zu verstauen, aber verstauen kann man so meistens ohne Sprache, ist meistens so. Mhm. Und morgen mal ein Zeitsprung, 2016, Ende 16 ist uns Matthias Grote gekommen für Bramlage. Und Mhm. ich bin ja Personalrat und wir haben in uns ehemalige WSM-Gebiet, habe ich das hier seit Jahren anlopen, dass die ganzen Personalräte so treiben. Ne? Das Ja. sind so 16 Landkreise von Bad Bentheim bis oben an der Küste. Und das soll da in Leier stattfinden, nach langer Zeit mal wieder, hier bei uns im gegenüberliegenden Gebäude, Mariko. Und ich stand buten und warte noch, ob der Landkreis Osnabrück. Wir fahren Sonnenschein, wir machen April. Also, das wird 2017. So. Und ich habe mir erzählt, dass ich im Jobcenter tätig werde für Jahre lang. Und ob Anne sieht von Straat, dort lebt ein junger Mann, ein ollere Heer und lüttet Wicht. 2 Jahre Leute. Und da rebt der junge Mann, hallo Herr Rehns. Und da habe ich doch ehemalige Kunden vom Jobcenter, habe ich noch kein Tiet für, Osnabrück, kommt da 8 nicht an. Habe ich noch so rübergewunken und da ist das passiert, was ich eigentlich nicht will, die sind rübergekommen. Und da sehe ich an mich auf ein ganz super Deutsch, Sabine, Mhm. kennen Sie mich noch? Ich sehe, wissen Sie, ich habe so viele Kunden gehabt beim Zentrum für Arbeit, beim Jobcenter. Ich sage, die kann ich nicht mal alle. Er kriegt mir ein Jobcenter. Ich bin Meister Proppersee. Ich sehe, wie bitte? Aber wirklich, also fast ohne Dialekt. Ist das Er hat die mooi. Sprachenprüfung B1 bestanden. Ist das Macht eine mooi. Lehre als Mhm. Tischler in Tichelwarf. Wohnt Mhm. in Möhlen, nee, umgekehrt. Wohnt in Tichelwarf, arbeitet in Möllenwarf. Die Lehre wurde ihm sogar verkürzt, weil er das all anfangen will in Dorf, wo er wegkommt, also Mhm. anerkannt. Mhm. Sie vorher ein zweimal nicht bestaunt, aber nur hat bestaunt. Für so Portan, die wir anlagen. Er kann Ja. auch ein bisschen. Und weißt du, was das Leute wichtig an mir sagen, ne? Mhm. Ich kann auch plappern, Herr Reins. Ja, ja. Ich kriege nur gern so, wenn ich das erzähle. Die, das hätte ich, so als ich das nur sagte, ohne Dialekt, ich kann auch plappern. Wie Folgende süß. Situation, Wiemer, Schule Wiemer, sagt die was? Wie Mhm. Weine. Das Mhm. ist eine plattdeutsche Schule, einer von den 79 Projektschulen, wo ich heil am Anfang von erzählt habe. Mhm. Der machen ja, die trecken das komplett durch. Die Mhm. sind zweisprachig. Ja. Und da kommt das wieder zur Geltung, sehen wir 8, 7, als sie hier gekommen ist, geht da noch geölt. Und was passiert automatisch?
Die nimmt das automatisch ab. Ja, wunderbar. Zweisprachige Ausbildung. Hatten schön. Und ich kicke an, ich sehe, hä? Ja, sag ich. Und ich hab mich, und das, so hat ich das noch erzählt, ne? Ich hab mich immer gewundert, wenn sie da auf der Holzbank saßen, sie sind dann, und sie haben telefoniert mit Hus, dann haben sie nicht Hochdeutsch gesprochen, das wüsste ich wohl. Aber was da für ein Sprache, das wüsste ich nicht. Und das hätte er so platt gesagt, Das hätte ich so, als ich dir noch erzählt, ne? nicht. Ist ja wunderbar. Innerhalb von 2 Jahren. Und du kommst du. Das ist der beste Beweis, wo ich sagen würde, der Mensch hat einfach Fähigkeiten, die man gar nicht weiten darf. Aber Flüge noch, alles Flüge noch. Ich habe, wo man sagen, du musst dir Wichtim vorstellen, denn nur wenn der Film fertig ist, hat nur Eigenkinder, lebt in Mölln, weil wir eine feine Siedlung, fein Haus baut. Ja. Und dann sagt die Tante Gerda tegen an, wo hast du eigentlich platt lebt wird? Dann sagt die, ja, Domos, als wir hier rüberkommen, so wie so ein dicker Mann, der hat mich Domos die Platte gespielt. Der Mann geht doch in die andere Alte. Ja, ist doch schön, oder nicht? Das Ja. ist wunderbar. Das ist doch Und wunderbar. was Geld, dass die über Straut gekommen sind? Ja, und dass du die eben ich Moment wollte Zeit dir erst genommen nicht, hast. ne? Ja, Nein, genau. Ich wollte dir, Mhm. weil ich doch, ne? Ich Was hast du verpasst? Was hast du Das hab ich verpasst, wenn verpasst. die. Ja. Was mooi. Wunderschön, Besten ne? Dank. Das ist wirklich eine wunderbare Geschichte. Und das ist Ja. richtig Geld für den Aufschluss nu. Ja. Du kann ich eigentlich bloß noch sagen, Moment, ich habe mir richtig hier was überlegt. So. Tatsächlich nur wer auf Hochdeutsch. Für die So kann man Hollenham. aufnehmen. Ja, genau, der Hollenham hier auf platt und uns verstauen haben. Arthur, ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche dir für deine Zukunft weiterhin viel Gesundheit und Kraft, Das ist ganz wichtig, ja. um diese wichtige Aufgabe weiterhin auszufüllen. Und ich wünsche unserer plattdeutschen Sprache, dass es viel, viel mehr Menschen gibt wie dich, damit sie erhalten bleibt. Denn eins ist klar, Plattdeutsch wird nicht aussterben, wenn wir Menschen sie weiterhin, also diese Danke für die Sprache weiterhin Lobeshymne. sprechen. So können wir das sagen, oder? So kann ich das sagen. Danke für die Lobeshymne. Das freut mich so wie es. Und auch dazu im Protest, also so was morgen immer gehen, Ja, weil man da hoffentlich ein breites Publikum erreichen kann. genau. Hoffen wir das mal. Dann sage ich nur Tschüss. Dankeschön, Sabine. Tschüss. Wenn ihr mehr über Sabine und ihre Musik erfahren wollt, dann schaut auf sabinehermann.com oder auf ihrem YouTube-Kanal vorbei. Auch da ist es typisch ostfriesisch.